Guten Morgen, alle. Eerst möchte ich sagen, danke für die Lichter, was wir dämmer haben. Ich glaube, dass wenn die was nicht ganz so da sind, dass die einmal sind. Wenn wir drei kommen von Bolivia, 10 Jahre 3, dann können wir mais. Wenn wir drei kommen von Bolivia, 10 Jahre 3, dann können wir mais nicht vertrauen, wo so Dach ist, alle Menschen dort in der Haus immer haben. Wie wenn jemand in Bolivia, da hat es ein bisschen, die schon gesagt, feste Jahre. Die Botschaft freimachen, dass ich der erste Wort den Serien kriegt. Besonders durch Pfizer durchstudieren. Ich weiß nicht, wofür ich habe eine Botschaft gebracht an Bolivia all von Pfizer. Ich hätte niemals gedacht, bis ich anfange, Pfizer zu studieren, dass da so viel Bahnen wäre. 10 Jahre 3, bis ich anfange, mit den Programms zu editen, was Elmer Reimer übersetzen von durch die Bibel, von J.Burn McGee. Elmer Reimer übersetzen von durch die Bibel, von J.Burn McGee. Dann wundere ich, woher können 32 Programms haben, halbstündige Programms, bloß von der Pfizerbuch. Nun noch 10 Jahre wundere ich mich gar nicht, weil da ist so viel Bahnen, dort ist bloß gar nicht auszuschöpfen. Ich sehe jetzt zu nieder, dort mich scheint so, dass eine Pfizer, da ist einfach jeder Wort, was eine sehr große Meinung hat. Der Apostel Paulus, der redet nicht sehr viel im Wind, wenn er den Pfizer, selber der andere Brief, was er geschrieben hat. Die sind so voll gepackt und so wertvoll dabei. Noch einmal würde ich mich bedanken, weil ich sage, das sind frische Menschen. Ich kann nicht alle Menschen in die Kirche. Was für das Evangelium so klar gepredigt wird, ich habe den Streik, wir dürfen nicht noch in die Kirche gehen. So ich freue mich immer, wenn Menschen in die Kirche kommen und wenn sie auch nicht nur diese Kirche hier hören, dort kann ein großer Segen sein. Den ich vermissen, da ich noch nicht am Glauben wir. Ich denke, ich würde mir lange Eier bekehrt haben, ich würde lange Eier sein zum Glauben gekommen, weil ich nicht mehr so stubborn war, wenn ich dort gedonnen habe und wir in ihr Evangelium gekommen. Aber Gott sei Dank, ich habe den Weg in mein Leben. Bitte dort in der Bibel aufmerken noch, Epheser Kapitel 4 war das Werk. Ich kam nicht durch, ganz wie das ich gerechnet habe. Ich war da Vers 11, durch Vers 16 lesen. Und wiedergehen, ich wollte eigentlich aufschließen mit dem 12. Vers Latz. Aber ich wollte den Klippers wiederholen und dann für den Toppunkt hier kriegen. Für welche rede ich von mein Thema der Einigkeit von der Gemeinde. Für der mein Thema ist der Einigkeit von der Gemeinde. Für der mein Thema ist der Einigkeit von der Gemeinde und wo wir dort kommen können. Wo können wir kommen zu der Einigkeit in der Gemeinde, also in der Körper Jesus Christus. Ich lese hier mit Vers 11 anfangen. Synagogen wären diese, daher einige aus Aposteln, einige aus Propheten, einige aus Evangelisten, einige aus Hort und einige aus Lehreranstalten. Vers 12, sie gibt jetzt die Ursache, wofür er das, und das ist eine von meinen Hauptversen des Morgens. Das ist am all Gottseligkeit zum Christendienst reinmerken, wodurch Christus sein Körper, dort ist die Gemeinde gebüht wird. Dort ist die Ursache, worum er die Glauben geben hat. Dass Christus sein Körper kann abgebüht werden. So, dass wir alle zu einer Einheit kommen. Vers 14, wir sollen nicht länger Kinder sein, die sich von verleidenden Menschen ihre Lehren anschmieren lassen und so aus den Wahlen vom
vom Wind hanen hergeschmeten worden, durch de erdleeren, womit zij de mannen hergeschmeten worden, durch de erdleeren, womit zij de mensen verleiden. We moeten aan einem leeftoljen juist de waarheid verbreiden. En we moeten aan alles oppassen in Christus ähnlich worden, der ons Haupt ist. Und je Christus seine, heißt mal, was das gesagt hat, und je Christus seine Kontrolle passen alle Glieder am Körper taub, und der ganze Körper wird durch passende Gelenke taub gehalten, und wenn jeder Glied das, was das soll, dann hast du ein Gott sein, so dass der Körper wächst und abgebaut wird. Nicht eine große Uitleiding sein, das ist ganz klar gesagt, nicht so? Weil wir an der Hälfte neigen zum Gebet nach. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass wir die Gelegenheit haben, hier frei, so ungestört zu kommen, wo an so vielen Städten von dieser Welt nicht die Gelegenheit ist. Wo Menschen wurden verfolgt und Deutschmerk für ihren Glauben, mussten sich verstärken, um den Wort zu lesen und den Wort zu predigen und zu lehren. Wir haben so eine gute Wort zu lesen und den Wort zu predigen und zu lehren. Wir haben so eine gute Gelegenheit hier. Herr, wir beten, dass wir das mochten wahrnehmen, dass wir mochten den Wort nicht for granted nehmen, dass wir das nicht mochten selbstständig nehmen, dass wir die mochten dass wir die Wort mochten lehren und dass wir das mochten anwenden in unser Leben. Wir wollten die Wort hat die Kraft, seilig zu machen, all die daran leben tun. Erstlich die Juden und dann auch die Heiden, oder andere wie gesagt, alle Menschen. Wir danken dir dafür, wir danken dir, dass wir die Wort hier von der Hand, ich bete für jede Person, die hier zu gehen ist, von der, dass du uns dort geben, wo wir bedürftig sind. Und dass die Namen können geloben und gepriesen werden und verherrlicht werden durch die von Andacht, die wir hier haben. Das bete ich im Namen Jesus mit Danksagung. Amen. Ich sehe mein Hauptvers für Vers 11 und dann möchte ich Vers 13 und 22. Die Verse möchte ich hier lesen. Lass mich dann noch einmal lesen. Vers 13 sagt, dass wir alle zu einem Einigkeit am Glauben und Erkenntnis an Gott sehen kommen, dass wir am Glauben und Erkenntnis an Gott sehen kommen, dass wir vollständige Menschen in Christus sind, wo wir dort Christus, so wie dort Christus bei uns eint in alles ist. Dort ist das Ziel, dass Christus bei uns eint in alles ist. Dort ist ein Ziel. Vers 22, und ich will nicht Fehler sein, aber dort bitte den immer lesen, bevor wir sagen immer. Vers 22 sagt, seid dort die von den alten Menschen loskommen, die uns so leben merkt, als je deiden. Und die sich durch seine anschmerende Last selbst an den Grund bringt. Da sagt Paulus, dass da haben wir bald mit zu tun. Weil wir sind noch immer, trotzdem, dass wir keine Gottes sind, immer haben wir die Fähigkeiten noch, den alten Mensch an zu sein. Und wenn wir Gott sein Wort an ihr loten tun, dann ist dort, was uns regieren will. Wie es der alle Mensch ist dort fort, wo der Diebel probt, uns zu kriegen, und dort ist, was wir ihr schweren. In Kapitel 2 sagt er, je wären mal alle da bannen, aber dort wird Vergangenheit. Nu sagt, je wären mal alle da bannen, aber dort wird Vergangenheit. Nu sagt Paulus, das schien so, als wenn Paulus dort wusste, dass da wären Menschen, die damit zu tun haben. Und ich glaube, da wären, das ist von der. Viele Menschen. Ich wurde immer an auf Gebetsstunden, da wird Gebet. Da wird gefragt, nur beten für den und den. Und das means, die haben nicht sich in ihr Leben. Tinha Gottes, ja.
Jesus angenommen, ja. Aber der alte Mensch, der ist doch noch immer im Stich. Das noch immer, dass der Teufel will noch immer haben, dass wir sollen den alten Mensch zu Dank leben. Und Paulus sagt, seid dort je von den alten Mensch loskommen. Und das ist möglich. Wo ist das möglich? Das ist bloß möglich, weil wir Gott sein Wort brauchen. Und mit Gott seine Kraft können wir das tun. Und mit Gebet. Was sind etliche von der falschen Lehre, dass die, er sagt hier in Vers 14, wir sollen nicht länger Kinder sein, die sich von verleidenden Menschen in Erdlehren anschmieren lassen, und so aus die Wahlen von in Erdlehren anschmieren lassen, und so aus die Wahlen von mehr Hahnen hergeschmitten worden, durch ihre Erdlehren, womit sie die Menschen verleiden. Ich habe eine Frage an alle von uns. Was sind einige von den etliche von den Erdlehren, wo Paulus von reden hat, oder besser gesagt, wo wir von der mal zu kämpfen haben? Paulus in seine der hat zu kämpfen mit ein paar besonders, oder ich soll sagen, die Menschen, die Paulus geschrieben haben, die hatten verschiedene Wege, verschiedene Lehren, wo sie mit kämpfen haben. Entweder die Juden selbst, die wollen nicht unter das Gesetz verkommen, von das Gesetz loskommen, die wollen unter das alttestamentliche Gesetz bleiben. Und wenn Menschen sich bekehren, da wollen sie immer das Gesetz noch da haben, dass das Gesetz noch report wird, was empfehlen zum ein christliches Leben. Und wir wissen alle, was dort passieren wird. Und Paulus für einer, was dort was sich bekehren wird. Zweitens, wir der Aufhärterie, wo Paulus gehen arbeiten wird. Das wird zwei Dinge, wo Paulus gehen arbeiten wird. Das wird zwei Dinge, wo sie recht wegen gehen kämpfen müssen. So meine Frage ist, was sind von deren Tag für Anrechte Lehren, was wir kennen dann, wo wir gehen zu kämpfen haben und wo da viele Menschen verleiden dann. Ich muss staunen, wenn ich mit Menschen rede, und von deren Tag viel mehr als 20 oder 30 Jahre drei. Wenn je 20 oder 30 Jahre drei oder 40 Jahre drei, wie wir am Anfang zum Glauben gekommen sind, seitdem sind da Kirchen mit Gleis geworden. Und ich sage das so, weil ich glaube, dort ist der Fall. Die haben die Kirchen noch, aber die sind an verschiedene Wege, sind aus Gleis gekommen, sind aufgeehrt von dort, was wirklich die Wahrheit ist. Was sind die besten von den Dingen? Und dann möchte ich fragen, warum ist das, dass die Menschen so leicht aufehren, dass es leicht ist, Menschen auf einen anderen Weg hinabzukriegen? Wenn wir Gott sein Wort haben, warum passiert das so leicht? Wenn wir Gott sein Wort haben, warum passiert das so leicht? Und ich sage, dass ich muss staunen, wo wir Menschen, die sozusagen eine Arbeit sind für Gott, dass die Auferdung von dort reichte. Eins möchte ich sagen, dass ich wundere, ob wir dort so recht antworten dann, oder ob wir dort really verstehen, was dort meint, wo der Kampf, wie wir hier zu kämpfen haben. Das ist, die Lehre, wo die meisten von uns rauskommen, können, die Lehre, wo die meisten von uns rauskommen. Weil wir sind, die meisten von uns, ich weiß, dass viele sind all geboren, all noch her, in der zweiten Generation, aber die meisten von uns, was alle sind, wie weiter, was das meint, aus einer Gemeinde kommen, aus einer Lehre kommen, wo wir
ganz anders gelehrt wird, als wie weiter dort die Bibel lehren wird. Und das ist ein sehr großes Ding, was uns gelehrt wird, was von der noch einmal gelehrt wird, und viele von den Menschen von unserem Hintergrund, ist, dass du niemals in das Leben weiten kannst. Menschen von unserem Hintergrund, ist, dass du niemals in das Leben weiten kannst, ob du wirklich Vergebung hast für deine Sünden und dort weiten, dass du das ewige Leben hast. Was der Feind brauchen dort und die braucht Haft auch für Generationen ist, sind gewisse Dinge. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt haben. Ein, was der Feind gebraucht hat, ist, um die Menschen, die ganze Menschheit an Dienst holen von wieder gelehrt worden. Je wenn je gelehrt ein Mensch wird, je leichter ist es, den Menschen im Dienst zu holen. Ich rede besonders von Bolivia, wir haben Bolivia lange geschafft. Da sind sehr viele Menschen, sehr große Percentage von den Menschen, die können nicht lesen, nicht so viel lesen und keine Sprache, dass sie sich selbst können beschützen. Sie sind davon abhängig, was Menschen sagen. Wenn die Feind uns durchkriegen, dass wir nicht uns selbst können verstehen, mit Gottes Wort, dann hat er ein großes gewonnen. Noch ein Ding erst, was passiert ist, ein Wort, dann hat er ein großes gewonnen. Noch ein Ding erst, was passiert ist, wir sind gelehrt, dass sind bloß gewisse Männer, bloß waren nicht gewählt als Prediger in der Gemeinde, die sind die, die alles kontrollieren dann. Dort sind die predigen, sozusagen das Wort supposedly, das Wort Gottes, und die ewigen Menschen von uns, wir dürfen bloß noch horchen, und dann dürfen wir bloß dort, was sie predigen oder was die Gemeinde will haben. So, dann, wenn wir zum Glauben kommen, dann sind wir dort nicht gewarnt, dass was wir lernen in Pfizer, was wir Fähigkeit sagen, was wir verdaut sein wollen, noch wieder, was wir da sein, dort Gott hat uns alle Gaben gegeben. Dass jeder wahre geborene Mensch, jeder Kind Gottes, ist begabt und hat einen Sinn und hat einen Port und einen Körper, wo Jesus Christus dort Haupt von ist. Weil wenn der Feind dort beides kann brücken, und er das auch brücken, dort ist Menschen wegzuholen von das Evangelium. Das ist ein von den falschen Lehren. Und dann ist eine der Resultate davon ist, dann, dass, wenn wir zum Glauben kommen, dann haben wir eine davon ist, dann, dass, wenn wir zum Glauben kommen, dann haben wir eine große Furcht, öffentlich zu sein mit dem Evangelium, wenn es wie weiter was passieren wird, wenn wir öffentlich davon reden dann, und wir dann, was da anders ist, als die Gemeinde dort hat. Und dann, wo wir ausgeschlossen und so wieder, und so wieder. So, da ist eine große Angst weg. So, dort ist wo eine große Gefahr von ist, dass wir nicht wachsen dann an das christliche Leben, oder was eine falsche Lehre ist. Zweitens, sage ich, der wird nicht leben, dass Jesus in Gott eint sein. Da sind viele Menschen, die gehen rum, Haus von Haus, und dann dort, sie sagen, dass sie dann dort Recht Gottes verkündigen. Aber dort sind Menschen, die nicht leben, dass Jesus wirklich Gott sie sehen erst und dass er gelegt ist mit Gott. Eine sehr falsche Lehre, wenn wir dort brücken, wenn der Mensch, wenn uns dort angeprägt wird, und wir glauben dort, dass Jesus nicht Gottes Sehen ist, dann ist die Dreieinigkeit nicht da. Und wenn Jesus nicht Gott ist, dann ist die Dreieinigkeit nicht da. Und wenn Jesus nicht Gott ist, dann ist er nicht fähig, uns zu raten. Also, und da sind noch ein Teil andere Dinge, die da mit angeschlossen sind. Aber dort ist ein von den Dingen.
Also, da müssen wir noch aufpassen, dass wir dort uns nicht loten davon anschmieren. Drittens sind die da lehren, dass der Heil nicht wirklich ist. Wir weiten, und ich sage Gott Dank, trotzdem, was ich gesagt habe, von wo der Hintergrund ist, ein sehr gutes Ding ist, dass wir haben gelehrt, und die Menschen lehren noch einmal, dass die Bibel wirklich Gott sein Wort ist. Das ist ein Ding, was ich einmal in Bolivien. Nicht viele Menschen wollen da je streiten, dass die Bibel wirklich Gott sein Wort ist. In Fact, das ist so ein heiliges Buch, dass sie das toll das haben sie wohin gelegt, das wird gar nicht mehr gebraucht, das ist meist zu herrlich zum Brücken. Aber dass die Bibel Gott sein Wort ist, das wird gelehrt. Und wir weiten dort, dass die Bibel sagt, dass der Himmel und der Hölle ist, das habe ich auch gelehrt. Aber das ist eine Lehre von der Tag, wo dort sehr viele Menschen, Christen, verführen wird, indem dass sie nehmen als Menschen, Christen, verführen wird, indem dass sie nehmen als Rabbal, das kann ich, die wollen vielleicht bekannt sein. Der lehrt auch, dass der Heil gar nicht wirklich ist. Wo wird ein leibender Gott Menschen zu einem ewigen Heil schicken? Da kann ich ein leibender Gott sein. Weil die Schwester, wenn wir dort nicht leben, dann sind wir sehr, sehr am anderen Weg, wie es die Bibel lehrt, sehr klar, dass das eine Wahrheit ist. Fünftens ist noch eine Lehre, oder viertens soll ich sagen, ist eine Lehre, Replacement Theology. Das ist, ich weiß nicht, wo ich das sagen kann, wir leben dort, dass Gott hat einen Plan mit den Juden. Und ich sage dankbar, dass unsere Kirche das lehren hat. Wir wissen dort, dass Gott hat mit Abraham mal einen Bund gemacht und er wird den Bund durchführen. Trotzdem, dass sein Volk, die Juden, Jesus am Kreuz nähren, wie es in dieser Welt ankommen wird. Aber Gott sagt, dass der Tag wird kommen, da wird er mit seinem Volk nach arbeiten werden und die Worte bringen, dass die Worte nicht sein, dass den Messias, den sie am Kreuz nähren, als wirklich der Messias, wo sie noch einmal nur lernen. Viele Kirchen, die durch das Wort Evangelium, viele Kirchen, die durch das Wort Evangelium predigen, dann drehen Wasch von dort und sagen, dass Gott hat abgegeben mit seinem Volk, wie sind nun sein geistliches Volk? Die Kirche ist, so dort eine Lehre. Fünftens ist, Gott hat, oder eine andere Lehre soll ich sagen, Gott hat Adlige gewählt, einen Halben, das mir noch einmal sagen. Fünftens ist eine Lehre, was da lehren wird, dass Gott hat uns alle gewählt, wo wir hinkommen, wo er will haben, wo wir hinkommen sollen. Er hat etliche Menschen gewählt zum Himmel, etliche Menschen zum Erhalten. Viele Kirchen, evangelische Kirchen, lehren dort. Also eine sehr, sehr anrechte Lehre. Wenn das so wird, aber Johannes, wird die Bibel bloß nicht Wahrheit sein. Wir glauben, dass Jesus am Kreuz starb für alle Menschen, sodass alle Menschen die Gelegenheit haben, am anzunehmen. Wenn Jesus sein Blut verjährt, der am Kreuz, dann vergaut er dort für die Menschen, die gelebt haben, nu leben und noch ever leben wollen. Er hat für alle Menschen und alle Menschen nu leben und noch ever leben wollen. Er hat für alle Menschen und alle Menschen haben eine Gelegenheit, haben die Gelegenheit, zu Jesus zu kommen und Vergebung haben für ihre Sünden. So, das sind die wichtigsten Dinge, was ich glaube, wo wir hier kämpfen. Und weißt du, Geschwister, das ist aber sehr wichtig, dass wir Gott sein Wort haben. Weißt du, mir erklärt was wir sein in Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 18, wo Paulus von Epheser war geschmiert, wie Paulus in Epheser das Evangelium verkündigen, da war am da geschmiert, da war geschlafen und so weiter. Und dann geht Maria, sagt dort,
und dann predigt er das Evangelium da, und dann sagt die Bibel da in der Apostelgeschichte, sagt dort, dass die Menschen, die wären weiser, anständiger als die in Ephesus. Und was für war ich, wären sie mehr anständig. Dort sagt er, dass die kämen alle Tag und hörten, was Paulus sagen deed, wenn er predigen deed. Und dann gingen sie in das Haus, in ihre Häuser, und dann deden sie nachforschen an Gottes Wort, da was sie dann hatten, im Alten Testament, of course. Und dann deden sie seinen Auftrag sich wirklich so verholen. Und dann deden sie seinen Auftrag sich wirklich so verholen, aus Gottes Wort sagen deed. Weißt du, Schwester, ich kann das nicht sagen, durch betonen, dass du und ich haben die Abgabe, wann das Wort Gottes gepredigt wird, ob das von mir kommt oder irgendeinen anderen, und irgendwo, wenn Gottes Wort gepredigt wird, wir haben die Abgabe, zu forschen an Gottes Wort, ob das wirklich die Wahrheit ist. Amen? Dort ist nicht, jeder nicht bloß dort annehmen, als was ich sage, dass alle die Wahrheit. Ich hoffe, das ist die Wahrheit. Aber weißt du, Menschen sind fähig, bis sie leise zu hören. Wie weit wir sein sollen, ich habe geredet von dem, was passieren wird von der. Und wir haben alle die Fähigkeit. Da wäre es unsere Abgabe, dort zu prüfen, ob das wirklich gerennt ist auf Gottes Wort. Und ich challenge jeder einen von uns, dass wir sollen das immer down sein, auf das wirklich stimmt, mit was die Bibel sagen wird. Wat je echt leef, zum das verbeten. Oder eine schwache Sied, was viele was die Kirche im Ganzen hat. Oder eine schwache Sied, was viele was die Kirche im Ganzen hat, die evangelische Kirche im Ganzen hat, von der ich lebe. Erst dort wie nicht lehren, was wirklich die Grundlehre lehren tun. Wat je echt een vrouw wat ik zei in deze kerk, dat de Foundation for Living wordt geleerd. Ik heb den Kurs helpen übersetzen in deze arbeid. En ik ben zeer gezegend worden door daar. Ik zeg, je zijn dat handelt met de grondleer van de Bibel. Wie zeg, daar kom, bij de vierden cursus daar ik kom, beim Einkommen, dann sage ich dort, die Grundlehre, die Hauptgrundlehre von der Bibel ist sehr, sehr klar durchgestellt. Und der ganze Kurs ist, der nicht den Autor von den Kurses abheben, aber der den Autor von der Bibel abheben. Und das ist, was das soll sein. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dort, wann wir zum Glauben kommen, dass wir lernen, dass wir die Grundlehre von der Bibel lehren dann. Weil viele Menschen die sagen, viele Christen, viele Lehrer sagen, wir haben die Bibel, wir dürfen keine Grundlehre nicht haben. Wir lehren die Bibel, vielleicht mal irgendwas in Prediger, vielleicht mal Jehova zeigen, vielleicht mal, wir lehren die Bibel, vielleicht mal irgendwas in Prediger, vielleicht mal Jehova zeigen, vielleicht mal Mormons, vielleicht mal irgendwem, for that matter. Vielleicht mal auf die Bibel leben dann. Da wollen alle sagen, sie leben die Bibel. So ist dort genug. Dort habt ihr dann mit, wo du wie die Bibel utleihen. Dort ist, wo das mit zu tun hat. Ich war hier, ich habe jetzt einen Kurs helfen übersetzen, oder Elmer Reimer hat den übersetzen. Ich habe dem jetzt das Spelling alle drei Stellen übersetzen, oder Spelling, das die Bibel dort hat. Ich bin sehr gesehen worden dadurch, und ich habe den jetzt gestern gefinisht, und der war meistens zu haben sein, und der handelt mit, der ziemlich deep gehen über die Grundlehre lehren. Und der wisst dort, die biblische Lehre von der Bibel, was ist die Bibel, Gott sein Wort wirklich, und dann die biblische Lehre von Gott, wer ist Gott wirklich, und Jesus Christus, wer ist Jesus Christus wirklich, was ist seine Arbeit, was hat er getan, was hat er getan und so weiter. Und dann ist die biblische Lehre von den Engeln, was haben die Engel getan, was tun die, was ist ihre Arbeit. Und er teilt dann da an die biblische Lehre von Gott seine Bunde, den Bund, was Gott gemacht hat,
mit den Juden und so wieder. Den Bund, was Gott gemacht hat, mit den Juden und so wieder. Und dann die biblische Lehre von den Heiligen Geist. Du hast eine große Verschiedenheit mit dem Heiligen Geist. Viele Menschen, die sagen, du musst noch getauft werden mit dem Heiligen Geist. Nur dem, dass du, mit dem Heiligen Geist getauft sind. Und verschiedene Dinge sind da, wo Dinge sind abgemischt und so wieder. Und ich bin so dankbar, dass die Bibel ist klar, was passiert mit dem Heiligen Geist. In Epheser Kapitel 1 war ich in das selbe Buch. Da sagt er, hier ist das, und ich will bloß ein Vers lesen, Vers 13, sagt er, und so wird er doch mit Jünd, die die Wahrheit hier gehört haben, wurde hier gerat worden und an Leben, also an Jesus Leben, sagt er, dann versiegelt Gott Jünd mit seinem Heiligen Geist. Weil in der Bibel ist klar daran, dass der Mensch, der wird dann mit dem Heiligen Geist versiegelt, wenn wir Jesus annehmen dann. Nachher, sagt Paulus, wir sollen gefällt worden mit dem Heiligen Geist. Aber hey, lehrt da, gedeibt da an, was das meint, wer der Heilige Geist ist, was dem Heiligen Geist in Arbeit ist und so wieder. Und dann wieder, als handelt auch mit der biblischen Lehre von der Seligkeit, der Weisheit, die wissen, wo sind wir gerade, das Herr in Christus, wo kommen wir dazu, wo sind wir gerade, das Herr in Christus, wo kommen wir dazu, wo was wir in das Leben und so wieder. So, auch ein sehr wichtiger Punkt. Die Offenbarung in der Ewigkeit, davon, was die Ewigkeit wird sein, in der Lehre von Gemeindenordnungen und so wieder. Der erste, der gemeindhaften Platz. Wir lernen hier davon, dass wir sind ein Part von der Gemeinde Gottes, wo wir das Liebsten von Jesus sehen, Körper. Und dann wieder, das große Mahl, wo davon reden, wenn Jesus wird kommen, und all dort handelt damit, und dann das Gerecht auf dem Eng von dem großen Traum. So all diese Dinge, ist, wo das mit handelt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir klar haben, was die Bibel, den Grundlehre klar haben. Was wir dort klar haben, da wollen wir uns gar nicht so leicht verleiten lassen. Aber unfortunately, viele Menschen, wir sind sehr am zu tun, dass ein Mensch sich soll bekehren. Das ist auch wahre geboren worden. Aber so aus einem Baby mal abgebracht worden, lass mich lieber sagen, als Eltern sind wir nicht zufrieden, wenn wir ein Baby in diese Welt bringen wollen. Das ist ein vordes Baby in diese Welt bringen wollen. Das ist ein vordes Baby und das ist immer das beste Baby, was wir ever gesehen haben. Und wir sind so froh und wir zu das Baby. Aber weißt du, dann für die nächsten 20 Jahre, dann haben wir die Verantwortlichkeit, zum das Baby abbringen, dass dort wirklich ein mature Mann oder Frau wird sein, wenn die abwachsen hat. Und so dort können die Leben gesagt werden. Aber wir tun einen Fehl, wir sind sehr am tun, der Mensch soll sich bekehren und dann lässt für dem dort dann stehen. So dass ich fairweg sagen, dann kriegt verperken man der junge Christ nicht dort das, was wir leben, was er soll tun, oder was wir weiten, was er soll tun, dann darf wir kritisieren und es steht bei dem an der Handpfoten und dann dem mithelfen tun. Und die Schwester, ich glaube, wir haben eine sehr große Verantwortlichkeit, einer zum anderen. Wir einer dem anderen mithelfen tun und wir wachsen alle Haupt am Körper Jesu Christi. Weil wir wiederholen davon. Weil wir mal wiederholen mit Vers 15. Wir möchten an einem Live-Studien die Wahrheit verbreiten. Weil ich habe kurz gesagt, dass wir sollen ein Körper sein, wir sind ein Körper, wir sollen gerinnt sein, dass wir ein Körper sein, wir sind ein Körper, wir sollen gerinnt sein, dass wir uns nicht Hahnentreiben leiten von allen Seiten Wind und Anrechte lehren. Und dann sagt er, wir machen an einem Live-Studien die Wahrheit verbreiten. Weil dort ist den Körper, als Körper haben wir die Verantwortung. Nicht bloß einer von uns. Weil wir haben, das ist der Querweg sagen, dass wir haben verschiedene Gaben, wir sagen dort in der Bibel. Wir haben verschiedene Gaben,
Aber all unsere Gaben sind ein Port zum das Evangelium wiederbringen. Henry und Anna Pana, die machen sich groß leid in Bolivia vor. Sie leben, dass Gott hat am geraubt daheim. Gott hat nicht alle von uns geraubt. Aber wenn die dort mehr als bloß nur Bolivia fahren, die brauchen nach einer Erstattung, die brauchen Gebet. Und ich dachte, jetzt sind besonders da, wie sie an Gebet denken. Und für Werk war ich sein, und von der auch war er sein, dass wir haben verschiedene Gaben. Weil die ich glaube, das eine Gabe, die haben wir alle. So, die was Gaben, die haben wir alle. Eine von denen ist beten. Und wir können alle erfordern zu beten. Because wir haben 24 Stunden am Tag. Und of course, sagen wir dann 8 Stunden, 10 Stunden von der brauchen zum Schlafen und so weiter, und wir brauchen zum Eten. Of course, sagen wir dann 8 Stunden, 10 Stunden von der brauchen zum Schlafen und so weiter, und wir brauchen zum Eten. Aber du bleibt uns ein Teil Zeit noch, wo wir beten können. Wir sagen vielleicht, weil wir haben nicht immer Zeit zum Beten. So wieder. Ich glaube, wir haben viel mehr Zeit, als wir leben. Ich bin angeworden, dass ich habe viel mehr Zeit, als ich immer denken darf. In den letzten Jahren ist mir wichtig geworden, dass ich kann beten, eben danach, wenn ich nicht schlafen kann. Dann kann ich beten, solange ich einschlafe am Gebet. Oder ich kann bei meiner Arbeit. Ich kann beten bei meiner Arbeit. Und das wird in Gebetsleben führen, als was wir können tun, was immer wir tun. Das ist nicht, was wir tun, wir können, weil wenn wir jetzt lesen, dann sei nicht, dass wir dann würden beten, aber dann, weil wir nicht Wort verstehen können, dann holen wir schon mal stellen, dann beten wir schon mal, dann kann es all die Ohren noch merken. Und ich wollte da anreden, wenn wir die Zeit erlauben das. Aber wir können beten. Und wir dürfen nicht bloß hier kommen, und ich wollte jetzt an, wir nicht sehr viel hier zum Beten. Aber ich glaube nicht, dass wir sollen kicken, wir sollen verlangen, dass die ganze Kirche kann hier sein. Ich weiß, Gott, wir können das nicht alle. Wir können nicht alle immer hier sein. Ich wünsche, wir können viel mehr hier sein. Aber wir können nicht alle immer hier sein. Ich wünsche, wir können viel mehr hier sein. Aber wir können Tüß beten. Wir können auf der Truckfahrer, der kann beten, wie sie fahren. Wir können Tüß als Familie, wir können beten. Und das ist eins, was wir alle kennen, und das kostet uns kein Geld nicht. Amen? Weißt du, ich bin sehr gesehen worden, wenn ich beten mit wem top hier. Einzig, was ich glaube, wir machen Schmack beten können, da mal so und so sein. Da soll wir gar nicht mehr kicken. Weil die ans himmlische Vater, der weiß korrekt, was ans Wort ist. Und er hat Perken ans Donner beantworten, oder ich glaube, immer Donner beantworten, was ans am Hort ist. Wir können Perken gar nicht die wieder bringen. Ich verstehe das gar nicht. Sei Perken, da mal ich mal tauschen, dass ich weiß bloß nicht, wo ich beten soll, aber Gott sieht das an, und er wird Donner antworten, als er dort für Gott sieht. Und wir haben viele Dinge, wo wir beten tun. So ich würde uns anspannen, das ist ein Ding, was wir alle tun können. Und wieder gehen wir hier an Vers 16 und sagt, und je Christus in Kontrolle, passen alle Glieder am Körper taub. Und der ganze Körper in Kontrolle, passen alle Glieder am Körper taub. Und der ganze Körper wird durch passende Glieder taub gestellt. Und wenn jeder Glied tät, was das soll, dann ist da ein Gott sein, so dass der Körper wasst und abgebildet wird. Ich habe verstanden, was er da sagt. Ich will mit diesem Vers schließen. Er sagt, wenn unser Christus seine Kontrolle passen alle Glieder am Körper an. Weil du sagst vielleicht, du hast gar nicht eine sehr große Gabe, du hast überhaupt keine Gabe nicht. Das ist, was du findest, was wir haben, was du das geleben. Weißt du, das kriegt in dann, wer du bist. Wenn du Jesus kennst als persönlicher Herr, dann bist du ein Glied von dem Körper Jesu Christi und du passt dann an und Gott hat eine Arbeit für dich. Und der Körper, der wird abgebildet, weißt du, wenn du nicht das, lass mich ein bisschen anders sein, weil jeder Glied, was ein Sinn leben hat,
als wat am Körper Jesu Christi ist, dort merkt der Körper Lieden. Dat grootste tegendeel wat het lied zal zijn. Dat zegt hier in Christus in controle, en het lied zal zijn. Dat zegt hier in Christus in controle, en Christus in controle passen alle geleden om Körper top. En de ganze Körper wordt durch passende geleden top gesloten. En wanneer jeder gelid deed, wat het zal, dan is er een goud zijn aan den Körper. Zodat de Körper was en opgebouwd wordt. Wat je dat is voor mij en voor die, dat de Körper, die is dependent, die is afhankelijk van die en van mij. Wat voor arbeid we doen, wat voor God ons gegeven heeft, dat kan gar nicht die Frau nicht. I mean, das ist nicht das Wichtigste. Das ist wichtig in dem, dass wir weiter, was Gott uns gerufen hat. Oder was Gott uns für eine Rolle gegeben hat. Und ich glaube, dass wir als Kirche, auch einzelne Lieder, wir sollen da noch abpassen, wir sollen helfen, dass ein junger Christ, dass sitzt und weit, und weiter das weiten kann, was seine oder ihre Gabe ist. Ich dachte gestern, ich sehe einen Bruder, wenn jemand zum Singen kommt, dann habe ich nicht beiden nicht. Zum Singen kommt, dann habe ich nicht beiden nicht. Ich kann nur singen, wenn das so gut gesungen wird, dass meine Stimme nicht die Hören ist. Dann kann ich ziemlich gut singen. Oder wenn ich ganz für mich allein auf der 401 fahre und die Routen alle Tau habe, und der Traffic fährt ziemlich stark, weil dann kann ich noch mal so leicht wiederholen. Ich kann Gott haben einen sehr guten Titel dann. Aber wenn ich mit Menschen komme, dann sind ich ganz abhängig von anderen Menschen, wenn ich zum Singen komme. Also, was ich probiere zu sagen, ist, die Gabe habe ich nicht. Und ich wundere, wie viel Gabe ich habe zum Predigen. Aber das sind andere Dinge, wo ich mich ganz überzeugt bin, dass Gott mir dort brücken kann. Und wo immer ich mich brücken kann, zum Reden, sein Wort verbringen, da will ich da und ich vertraue auf Gott, dass Gott das sehen wird. Also, ich würde als Mutter sprechen, weil wir sein, was uns Port ist, was Gott uns gegeben hat. Und dass ich sage, beten können wir alle. Und mit der Gabe, was Gott uns gegeben hat, mitarbeiten auf das ist. Utferien oder Ascher sein, oder was mitarbeiten auf das ist. Utferien oder Ascher sein, oder was immer das ist. Weil ich möchte bloß zum Schluss sagen, wenn du hier von der bist und du hast vielleicht noch niemals Jesus angenommen, dann möchte ich bloß zu dir sagen, dass du bist nicht in die Lied am Körper Jesu Christi, aber du hast die Gelegenheit, für der Jesus anzunehmen als den persönlichen Herrland. Und hier sind Menschen, und ich würde die wirklich helfen damit. So möchte Gott uns wirklich segnen, von der, wann wir wieder gehen. Weil wir noch einmal uns habt und ein Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir noch einmal am Schluss für diese Andacht. Ich bete, Herr, dass du machst dein Wort segnen, wieder segnen. Sehen du in jedem einen von uns hier, von der Märchens zum Sehen. Ich bete, Herr, dass dein Wort macht wirklich das erste sein in uns Leben. Dass wir möchten Hunger und Durst haben nur dein Wort. Und dein Wort ausleben, sodass du kannst verherrlicht worden. Das bete ich in deinem Namen mit Dank. Amen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.